Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS19. Wir sind hier bei uns auf der Farm. Ich bin gerade erst aufgestanden, wie man sieht. Habe ein bisschen verpennt. Unsere Hütte noch. Ja, wir wollen ja uns so langsam mal ein Land kaufen. Ähm, Vorsicht. Wir könnten natürlich auch das Land hier für 1,6 verkaufen. Mache ich aber nicht. Ich will ja als erstes hier ähm, eine kleine Wiese kaufen oder die Feld 20. Nicht kaufen. Feld 20 ist halt bloß das Problem, dass das Zuckerrüben sind. Die werden wir dann untergruppern müssen, weil ich mir keinen, keinen Zuckerrübenernter leisten kann. Ich versuche jetzt halt dann immer noch ein bisschen, dass wir ein Feld 20 kriegen, ähm, zum, zum zum Ernten, wenn es dann geerntet ist, dass wir dann hier zu unserem Ding reinfahren. Wir sind aber hier jetzt halt auf Feld 4 unterwegs. Ich habe aber dazu noch einen Mod mit reingepackt, den werde ich euch jetzt halt vorstellen. Mit Rechtsklick öffnet ihr den. Der Mod heißt Cosplay und den werden wir hernehmen für die Feldarbeiten, also für Sprich jetzt halt, wenn das Feld hier, so wie das hier jetzt halt ist, auf dem, auf dem PDA, dann ist es schon ziemlich beschissen. Also, und wenn jetzt halt der Helfer erst eine Seite hier unten fertig macht, dann fährt er dann auch oben. Ähm, Das wird ein bisschen beschissen. Also werde ich Curseplay für die extremen ähm, Felder hernehmen. So Feld für 3, 4, Feld 50, Feld 53, 55 würde ich auch noch hernehmen und 48. Nur halt die extremen Felder, also wie 46 werde ich sie hernehmen, für Feld 11 werde ich sie auch hernehmen, weil das ja der Zaun darum ist. Dann die 43 und die 64 werde ich sie dann hernehmen und vielleicht für die 61 auch noch, dass wir halt dann, wie gesagt, dass das nicht weil es beschissene Felder sind. Deswegen werde ich Curseplay hernehmen. Wir gehen jetzt halt hier auf Feldgenerierung. Wir stehen jetzt ja gerade am Feld 4. Aktuelle Farbposition. Wir nehmen, also wie ihr euch das eigentlich am besten einstellen könnt. Also Norden, Sü Osten, Süden, Westen und hier oben ist es Südwest. Also Südwest wäre dann hier unten der Punkt. Dann könnten wir hier Nordwest ist hier oben. Nordost wäre dann hier dieser Punkt oder auch ja, dieser Punkt hier. Und dann hätten wir einmal noch Südost, also hier unten. Und weil ich ja mal wieder doof war, also ganz ehrlich gesagt, wir werden hier unten anfangen, in Südosten. Die Fahrtrichtung längs der Karte manuell, sagen wir mal längs oder automatisch. Wir werden mal automatisch machen mit 2 Vorgewände oder 3. Ja, 2 sind besser. Dann Fahrt vorgewendete Richtung ist der Uhrzeigersinn, also werden wir jedes Mal hier so rumfahren, zweimal. Und dann werden wir die vorgewendete Bahn beginnen auf vorgewendeter Bahn. Eine weiche Umrandung, also Fahrzeuge auf dem Feld, brauchen wir nicht. 24 Meter ist unsere Gesamtbreite von unserem Streukopf und das werden wir jetzt halt mal ähm, Feldmitte, hoch runter, generieren. Da braucht er ein bisschen. Hallo? Genau. Hier sehen wir es jetzt. Wir können auch da rein scrollen. Also wir sind jetzt hier. Der Fahrer wird jetzt hier hochfahren, einmal hier rum. Der fährt jetzt einmal komplett oder zweimal besser die Bahn hier ab. Also zweimal außen rum.
Und dann wird der dann danach, also hier würde er reinfahren, hier rundrum und dann fährt er hier diese Strecke rein. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber was will man machen, wenn ich jetzt halt den kompletten ohne Feld machen würde? Also wenn ich jetzt halt die Feldgenerierung, wenn ich meine Felder jetzt halt manuell machen müsste, dann würde ich hier hochfahren, dann würde er hier wieder runter und dann würde er jedes Mal so hoch, runter, runter, hoch, runter, hoch. Und das wird ein bisschen viel, würde ich mal sagen. Wir machen auch jeden Fall eine neue Ordner und der heißt Düngen. Speichern werden wir hier Feld 4 und das sind 24 Meter. Dass wir hier gleich mal die Größe von dem Streukopf haben. Und dann werden wir noch gleich ein Feld, noch einen Ordner machen. Der heißt Singleplayer. Player. Weil ihr ja gesehen habt, hier ist einmal Überführung. Den werden wir natürlich auch hernehmen. Der ist von der zweiten BGA zum Hof. Also wir so gesagterweise von der BGA hier unten fahren wir hier einmal nach oben und dann sind wir am Hof. Das ist eigentlich ganz gut, weil den haben die BGA hier unten, ne? Und hier oben haben wir dann noch den Norden BGA. Also das ist die erste zweite BGA, die oben hier ist die erste BGA für mich. Die Überführung, die ist ganz gut, weil ich auf der anderen Karte habe ich die beiden Felder hier unten. Die beiden Felder da unten sind beides Pappelfelder dann. Also ich habe jetzt halt da gerade neu angefangen, weil ich was ausprobieren haben müssen. Aber die zwei werden Pappelfelder und weil hier unten Mais ist, habe ich einen Drescher, also keinen Drescher, sondern einen Feldhäcksler, der Silage macht. Und die werden halt dann irgendwann mal abgeerntet. So wie es hier jetzt halt ist, dass der noch nicht erntereif ist. Das ist genauso wie bei mir, dass er noch nicht erntereif ist. Nur ich habe dann halt schon mal den Feldhäcksler gekauft, dass ich hier dann gleich abernten kann. Wir werden das hier gleich alles, den Singleplayer, den Dünger werden wir in Singleplayer reinpacken und die Feld 4, 24 Meter, die packen wir dann gleich in den Dünger rein. So, wenn sie hier oben drauf klickt, dann kommt sie auch gleich den Unterordner und der Unterordner ist dann in dem, also wo der Feldkurs dann gespeichert ist. Und hier müssen wir nichts mehr einstellen. Den müssen wir auch nicht einstellen. Hier können wir es uns in 2D nochmal anzeigen lassen, dann hier in dem Aufzeichnungsmodus und dann nochmal in 2D plus dem Aufzeichnungsmodus. Wir lassen es aber in 2D meistens, weil es einfach ganz gut ist. Silo befüllen, Kalk, nein, das ist Dünger. Voll bis 100, maximale Entfernung 100 Meter. Das werden wir komplett selber machen, wenn wir das dann brauchen. Und zwar, wir lassen ihn jetzt am ersten Punkt anfahren. Und viel Spaß dem. Der wird jetzt zum ersten Punkt runterfahren, also zu unserem Ausgangspunkt. Ihr könnt es ja jetzt hier nochmal sehen. Wir werden hier unten anfangen. Er wird hier hochfahren. Da hinten seht ihr auch schon den Punkt. Da wird er jetzt hinfahren dabei. Und ja. Ach ja. Und mit der... Hier könnt ihr einmal draufklicken, dann geht die... also wenn ihr die rechte Maustaste drückt, dann geht die Maus weg. Und wenn ihr die rechte Maustaste wieder drückt und hier drauf geht, dann ist das komplette weg. Und ich merke gerade was. Ich habe euch das falsch gesagt, weil er wird nämlich hier unten anfangen und hier einmal die
komplett grüne Linie fahren und dann fährt er erst los mit der eigentlichen Linie. Da seht ihr es auch nochmal. Hier fährt er gerade an dem Punkt und ja. Dann lassen wir den hier mal arbeiten und wir springen in unseren warum? Ah, ja, weil ich nicht ganz reingezoomt habe. Deswegen. Wir werden jetzt halt hier reinspringen, den werden wir hier auch anschalten. Schon mal einen Helfer reinpacken. Der ist aber jetzt halt voll gerade, deswegen werden wir hier mit unserem schönen Fendt Vario 716 werden wir den mal schnell abtanken. Das Abtanken könnt ihr natürlich auch mit Curseplay machen. Bloß das Problem bei Curseplay ist, was ich jetzt noch nicht herausgefunden habe, dass der ein ziemliches Problem hat mit den Abtankfunktionen. Deswegen lasse ich jetzt die Sachen hier. Sorry, jetzt mal kurz geruckelt, aber ich weiß, was ich noch vergessen habe. Was ich noch einstellen muss, die Käufe müssen wir ausmachen, weil sonst außer den Kraftstoffverbrauch, den lasse ich natürlich an, dass die den kaufen sollen. Nur bei den Düngern, weil ich habe gerade gemerkt hier oben, dass extrem viel Geld abgegangen ist und hier oben links seht ihr in dem Inspector-Mod, dass der auf 100% die ganze Zeit war und dass der dann halt nicht leer geworden ist. Deswegen ist das Ganze mal, ja, habe ich das Ganze jetzt halt mal umgestellt. Und deswegen lässt der Expector Mode jetzt halt auch, also der Fahrer oder auch besser gesagt der Helfer, der wo den Dünger dort hat, wird er auch den Dünger entleeren jetzt halt. Wir können jetzt halt rein theoretisch, könnten wir halt auch sagen, wir springen jetzt in den Helfer rein, lösen ihn ab, aber ich bin so, sagen wir mal, faul. Und da seht ihr schon, wenn er fertig ist, würde er hier halten. Wir könnten rein theoretisch, könnten wir uns einen kleinen Trecker noch leisten. Und mal schauen, haben wir eigentlich noch einen zweiten? Nee. Jetzt kommt es drauf an, fährt der richtig bis nach hinten? Ah, okay, er kann es so mitnehmen, okay. Dann ist es schon mal in Ordnung. Wir schauen jetzt aber mal weiter. Da ist, genau, das wird immer markiert, was es ist. Wir werden es aber so machen, was mir gerade aufgefallen ist. Wir werden von hier oben einen Curseplay-Fahrer machen, der wo den Drescher, also wir hocken jetzt ja gerade in einem Drescher, aber den Vario, den wird der dann bis nach Getreide AG fahren. Also alles, was zur Getreide AG ist, wird der dorthin fahren. Ich bin bloß am Überlegen, wann wir das einfahren. Wir könnten uns ein kleines Auto kaufen und das dann dort einfahren, aber ja, das mache ich. Wir werden hier das Auto schnappen. Hier haben wir einmal den Transportvan. Den werden wir bis jetzt noch nicht kaufen, weil wir auch nicht das Geld dazu haben. Wir werden uns hier so einen kleinen hübschen Anhänger oder besser gesagt Fahrzeug kaufen und das bloß mieten für 1500 Euro pro Tag.
weil wir mit dem jetzt halt die Strecke von da oben bis nach unten einfahren werden. Ähm, also von unserem Feld 11 bis nach Feld zur Getreide AG werden wir das runterfahren. Und ich würde jetzt mal sagen, ich switche bis zum Feld 11 hoch und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier unten angekommen. Ähm, also bei Feld 11 sind wir jetzt ja gerade angekommen. Ich werde hier jetzt einen kleinen Ausfahrtspunkt hier machen. Und da ja, habe ich nicht gescheit geschaut. Wir werden hier jetzt einen kleinen Ausfahrtspunkt machen. Wir werden hier ein Feld aufzeichnen machen. Hier werden wir dann kurz mal parken. Das seht ihr jetzt hier oben. Also erstmal hier Startpunkt, dann Pausepunkt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt noch was kurz machen, der ist noch nicht ganz vollgeladen, ähm, dann kann man den nochmal vollladen dadurch. Und dann kann man ihm am ersten Punkt sagen, ich möchte jetzt bitte losfahren. So, wir werden jetzt hier losfahren und dass die Punkte hier oben nicht stören dabei, weil die nämlich schon extrem sind, werden wir die hier ausmachen können. Also ne, das ist bloß für die Punkte, wenn sie generiert werden. Ähm, ja. Und ja, ich werde euch dann wieder Bescheid geben, wenn ich unten angekommen bin. Und dann bis gleich.
So, und da sind wir wieder. Wir sind jetzt hier bei bei der Getreidemühle, bei der Getreide AG. Und wir werden hier jetzt hier reinfahren. Werden hier dann auch genau hier seht ihr, ich muss jetzt mal kurz zurückfahren, weil die Einlenkung beschissen war. Ich werde dann mal kurz hier nochmal rumfahren und dann wieder anschalten, dass wir ein bisschen bessere Abladefunktion haben. Und wir sehen hier unten den Abladepunkt setzen. Und hier werden wir dann den Abladepunkt hier setzen. Dann werden wir hier wieder vorausfahren und jetzt werden wir wieder zurück zum Feld fahren, Feld 11. Und ihr könnt mir mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ich die Ausblendungen machen soll, also dass ihr die Sachen nicht seht, wie ich jetzt hier die Kurse einfahre. Vorsicht, hier ist ein Shuttlepunkt, ein Kreuzungspunkt, dass auf jeden Fall hier Vorsicht sind, wenn jetzt wenn wir jetzt mehrere Fahrer hier auf der Strecke haben, weil die Streckenpunkte, die müssen wir manchmal aussetzen, dass die Fahrer Bescheid wissen, dass wir ja nicht keine Unfälle hier bauen. Und der wird jetzt ein bisschen abgekackt sein. Ihr könnt es mir ja trotzdem mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das haben wollt, dass ich euch die Streckenpositionen jetzt zeige, wie ich die jetzt einfahre. Oder auch, ihr sagt, nee, wir wollen mehrere Felder beiziehen. Mir ist es wurscht, ich kann euch beides bieten. Ich kann euch die Streckenpositionen eintragen, wie ich das mache. Oder wie ich auch hier die Umfahrungen mache. Ihr könnt es mir trotzdem alles mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze sehen wollt. Wir werden auf jeden Fall hier jetzt die ja komm, fahren wir hier lang. Hier seht ihr aber auch an den Feldsachen jetzt hier, wie ich meine Sachen hier eingefahren habe. Das sind jetzt einfach nur die Positionen, wenn ich jetzt mal sage, ich brauche jetzt einen Fahrer, der wo zur Getreide AG fährt. Und wir sehen jetzt auch oben in unserer Leiste, dass der Weizentank wieder voll ist von ihm. Und was mich gerade extrem aufregt beim Einfahren, ist dass der Verkehr hier an ist. Für den Verkehr mache ich die Einfahrt jetzt mal aus, weil sonst wird es nichts, wenn wir mit 30 dem hinterher tuckern. Dann wird es einfach nichts. Und ich habe mal meinen Tachometer, also mein Tacho auf 30 gestellt, dass wir hier vernünftig, nicht zu schnell, nicht zu langsam, sondern genau auf den 30 km/h stecken bleiben. Weil wir werden ja so oder so noch, ich werde es so machen, weil es gibt ja eine Information, das seht ihr hier, wie beim Einfahren, also 120 soll er bitte nicht fahren, er soll irgendwas mit 40 fahren, wie jeder normale Mensch auch, obwohl hier eigentlich befestigte Fahrbahn ist. Ich will trotzdem nicht, dass der so schnell fährt, also wird er bitte 40 fahren. Müssen wir halt nachher mal gucken, vielleicht fährt er auch plus 30.
müssen wir halt dann nachher, wenn der hier abfährt, muss man halt dann nochmal schauen, wie schnell der denn überhaupt fahren darf. Hier geht es jetzt runter, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn ihr wollt, können wir dann auch mal so machen, dass wir mit dem Auto fliegen lernen, weil das lieben einige von meinem Kanal. Wir haben es ja im 15er haben wir es ja schon mal gehabt, dass ich mit dem Traktor geflogen bin. Da werden wir aber mal, werde ich ein anderes Tutorial noch machen. Ich werde dann eine große Rampe bauen, die wo wir dann noch sehen können, das ist halt so eine kleine Fun-Map. Und jetzt sehen wir hier, wir sind wieder angekommen. Wir setzen hier einen Wartepunkt und einen Stopppunkt. Hier jetzt das Problem, wir haben ja hier vorne unseren Bulldog, jetzt haben wir es aber mit dem Auto eingefahren. Wie machen wir das jetzt? Wir gehen ganz natürlich auf hier Feld Kurs speichern und zwar Feld 11 zu Getreide DAG. Und das ist halt so ein Verkaufspunkt. Jetzt müssen wir hier oben aber noch einen kleinen Ordner einfügen und der heißt Verkaufsstation. Und das speichern wir natürlich auch. Jetzt haben wir hier einmal die Verkaufsstation. Da fügen wir jetzt unseren Ordner rein und den Ordner, den Verkaufsstation, fügen wir natürlich wieder in unseren Singleplayer-Ordner rein. Und zwar, wir sehen jetzt hier, wie ich das Ganze gefahren bin. Also einmal hier Startpunkt. Hier ist ein Abladepunkt. Ja, wieder zurück. Und hier sind wir. Können wir uns natürlich wieder auch anzeigen lassen mit den einzelnen Punkten, bla bla bla. Und ja, dann tanken wir mal unseren Helfer ab. Hier den können wir wieder rauslöschen, also unseren Kurs. Jetzt werden wir aber noch kurz die genau, Motor starten. Hier sehen wir, der ist aber ganz schön weit, der ist jetzt beim, wo ist der jetzt gerade? Ach, der fährt hier schon, der hat die Vorgewende fertig, jetzt macht er hier die kleinen Strecken. Den werden wir dann bald mal auf Feld 4 sind wir jetzt, dann werden wir den auf Feld 15 schicken und dann noch auf Feld 58. Also Feld 58 ist das hier. Und Feld 15 ist Feld 15? Feld 15. Wir werden ihn aber als erstes auf 38 schicken. Muss ich mal jetzt noch mit euch können wir da noch schauen, weil wenn der Tank jetzt noch voll ist von dem, wie viel der jetzt noch Fassungsvolumen hätte, also wie viel Dünger jetzt noch drin wäre. Wenn wir wissen, wie viel Dünger da drin ist, dann können wir den auf Feld 58 schicken. Vielleicht schicken wir ihn auch erstmal auf Feld 15. Müssen wir mal schauen. Vielleicht werden wir auch die kompletten Feldarbeiten mit Cosplay übernehmen lassen. Und dann die Abfahrpunkte werden wir dann zusammen machen. Also Drescher abtanken und den ganzen Ballen pressen, das werden wir dann alles zusammen machen, dass es nicht so eintönig wird. Jetzt ist es halt am Anfang eintönig, weil wir jetzt noch keine Fahrzeuge so wirklich haben. Hier seht ihr Transportpack, das ist auch ein Modpack. Ein Mod. Und ich sehe ja jetzt halt hier unten habe ich wieder Cosplay geöffnet. Hier können wir einmal den einmal Abfahrer
kombiniert abtanken und abfahren. Das brauchen wir aber nicht. Ich will nämlich die Route nur abfahren lassen. Wir können halt natürlich auch beladen am Startpunkt, können wir genauso machen. Ich werde den aber hier jetzt auf Abfahren machen, weil ich es anders dann noch nicht kontrolliert, also noch nicht einfahren konnte. Wir werden jetzt hier die G3 der AG öffnen mit dem Ordner und hier können wir dann Kurse anhängen. Und jetzt seht ihr schon, wir waren vorhin in dem Auto, haben hier die Punkte gesehen. Jetzt sind wir aber hier an dem Punkt. Ja, den werden wir hier aktivieren. Das heißt, dass wir den am letzten Wegpunkt, also an dem Punkt werden wir ihn anhalten. Und am ersten Wegpunkt soll er starten. Und jetzt können wir hier, sind es 53, weil der 53 km/h schnell fahren kann. Wir werden den aber auf 35 km/h runterdrosseln, weil es halt einfach besser für die Fahrzeuge ist oder auch halt besser für unsere, dass die nicht so viele Unfälle bauen. Rundumleuchte auf der Straße brauchen wir nicht, können wir ausschalten. Kraftstoffverbrauch, Sparmodus natürlich. Wenn er unter einer also wenn Kraftstoff an der Tankstelle nachfüllen unter 20%, das können wir gar nicht umstellen. Doch plane automatisch. Haltezeiten brauchen wir auch nicht einstellen. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese kleine Folge, wo jetzt schon wieder eine halbe Stunde geht. Das war's. Wir werden jetzt noch kurz in den Feld Dünger reinspringen, also in den Curseplay, also in den Bulldog mit dem Curseplay drinnen. Werden den hier noch schön zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dahin, lasst einen Daumen da, ein Like, ein Abo. Ich weiß, dass einige von meinen Zuschauern keine Abonnenten sind, also smash den Abonnenten-Button und bis dann. Servus und ciao.